so ein nice Dude, der erzählt einfach Geschichten über alles hier, Digga. It's amazing here, it's like paradise on earth, you know? Oh shit, Alter! Auf diesem Kanal gibt es eine Frage, die immer gestellt wird. Und ich habe die Frage gleich nicht hören. Adi, wann machst du den nächsten Roadtrip? Und ich glaube, man kann doch sagen, jetzt mache ich den nächsten Roadtrip. Nur gibt es auch das mal ein kleines Problem. Der Can und ich, wir haben schon so viele Roadtrips gemacht. Wir sind schon überall in der Schweiz. Wir sind überall gewesen. Wir wissen nicht mehr, wo hingehen. Und da haben wir gedacht, da brauchen wir einfach irgendjemanden, der weiss, was man in der Schweiz kann anschauen kann. Und wer passt da besser als Schweiz Tourismus? Ja, weil Schweiz Tourismus macht ja den Tourismus von der Schweiz. Und darum haben wir mit Schweiz Tourismus Kontakt aufgenommen und gesagt, jo, wir wollen einen geilen Roadtrip machen durch die Schweiz. Wisst ihr, wo wir können gehen? Und so nice wie Schweiz Tourismus halt ist, haben sie gesagt, komm, mach hier, nehmen das Auto und fahrt durch die Schweiz. Und dann haben sie uns eine nice Route vorgegeben, wir können euch das mal zeigen. Das Ganze heisst Grand Tour of Switzerland, das ist hier oben angeschrieben übrigens. Und das ist wirklich ein Roadtrip durch die ganze Schweiz. Und wir machen jetzt quasi eine Grand Tour auf Switzerland. Also jetzt nicht der ganze Roadtrip, der wird glaube ich etwa 9 Tage gehen. Wir machen jetzt einen Teil und zwar von Basel auf Genf runter. Und wenn man hier nicht schlecht erkennen kann, steht das in Französisch. Das heisst, wir sind schon nicht mehr in Basel, wir sind dann nämlich in Delémont. Wie heisst Delémont auf Deutsch? Delémont? Delsberg. Ja? Hat man wieder etwas gelernt? Ja. Logischerweise sind wir aber nicht auf Delémont gelaufen. Schweiz Tourismus hat nämlich auch gesagt, schaut Jungs, wir arbeiten mit Europcar zusammen. Geht am Morgen auf Basel, dort steht für euch ein Auto bereit. Was muss ich alles ausfüllen? Ja. Warte schnell. Ah ja, gut. Ja, let's go. Das ist unser Car. Wichtig ist immer das Ticket, wie ein Vater. Ein Schmull. Einfach den Spiegel nicht mitnehmen. Ja, und das Auto, das hinten kommt. Das ist ohne Scheiß das luxuriöseste Auto, das ich je gefahren bin. Wo mir irgendein Mensch anvertraut hat. Ey, wirklich sehr ein wildes Auto. Danke vielmals nochmal an Schweiz Tourismus und Europcar. Es ist wirklich so wild, dass wir es gerade kurz am Flavio Stucki zeigen. Bro? Jo! Komm mal raus. Was haben wir für ein Car, Alter? Ja, was? Von wem ist der? Sita mal 3. Europcar. Cooles Auto. Nice. Und genau so sind wir dann etwa 1 Stunde später im Städtli von Delémont gelandet. Es gibt ein grosses Problem da. Und zwar reden alle Französisch und wir nicht. Ja, wir haben es vorhin geschafft, mit einem auf Deutsch zu reden. Ja. Ich habe ja die Fahrprüfung und du hast es ja nicht, das weiss man ja. Aber ich weiss schon, dass du mega gerne auch ein Fahrmann sein würdest. Also weißt du, wegen Fahrmann. Wir sind jetzt in Saint-Ursanne. Ja, da sind wir jetzt, und wir gehen es anschauen. Also, da hinter uns ist jetzt eine Kille. Und in dieser Kille, wenn ich mich richtig erinnere, hat es einen Folterraum, wo die Menschen früher sind gefoltert wurden, bis zum Glauben gefunden haben. Und jetzt gehen wir mal schauen, ob wir den Raum noch finden. Das sieht schon mal wild aus. Ganz wild. Damn. Dort würde jetzt der Lionel gerne spielen. Ich glaube, ich habe schon den Eingang zu diesem Raum gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Raum war oder ob das überhaupt die Kirche war. Ja, hat sich dann herausgestellt, dass es doch nicht die Kirche war. Danke für nichts, Can. So, auf jeden Fall eine geile Story von dir. Merci für das. Komm, wir machen 1 zu 10, ob ich reinkomme oder nicht. Okay. Ready? Gut. Ja. 2, 1, 4. 5. Okay, wir machen 1 für dich. Okay. 3, 2, 1, 1. Oh, shit! Ist es nicht genug tief zum auch durchlaufen? Wenn du jetzt auf der Last gehst. Nice! Ja, ja, ja. Baby, lass dich mal okay, ich bin ein Wipeout. Deine Liebe hit different mit den Lights out. Es ist eiskalt, it is hard, iced out. Durch den Tag, nur im Bett und in den Nights out. Baby, lass dich mal okay, ich bin ein Wipeout. Deine Liebe hit different mit den Lights out. Es ist eiskalt, it is hard, iced out. Durch den Tag, nur im Bett und in den Nights out. Ich bin süchtig nach der Liebe, Baby, gib mir mehr. Marc? Dann sind wir wieder ins Auto reingekopst und weiter Richtung Genf gefahren. Es war recht hügelig, aber dafür hat es auch übel nice ausgesehen. Und dann nach etwa 2 Stunden Fahren sind wir in La Chaux-de-Fonds angekommen.
Dort haben wir leider keine Zeit gehabt, um die Stadt anzuschauen. Darum sind wir nur schnell auf so einen Turm aufgegangen, der einen übel nice Lift hat, den ihr im Hintergrund seht. Dort sollten wir mal ein Musikvideo filmen. Wir haben jetzt eine recht lange Autofahrt hinter uns. Wir sind jetzt die Grande Tour entlang gefahren. Das Nice daran ist, man fährt nie auf der Autobahn, was wir gemerkt haben. Man kann Schilder nachfahren, das heisst, man muss irgendwie nie aufs Navi schauen oder so. Das ist eigentlich mega easy. Wir sind jetzt von Saint-Ursanne auf La Chaux-de-Fonds und jetzt sind wir in Neuchâtel. Mein Ding ist, ich will unbedingt noch in den See baden. Ich weiss nicht, ob wir es heute noch machen oder ob wir es morgen machen, aber irgendwie, wir sind jetzt mega lange Auto gefahren und ich bin so ein bisschen müde. So ein bisschen läsch. Es hat auch nice Strändchen, wo man eigentlich pure easy reinlaufen kann und das Wasser ist übel klar. Yeah. Hey, ist ja mega warm, Digga. Ist es? Kannst du auch gut reinbaden. Ist verdammt warm. Ist ja wie ein beheizter Pool. Findet ihr auch, es ist Zeit für langsam einen neuen Haarschnitt? Ich nehme ja. 3, 2, 1, go! Es ist so warm da! Sommervibes, schön warm! What the holy shit! Ich habe gedacht, was knistert jetzt unter meinen Füßen? Hat jemand Bock auf Krebs? Ich kann servieren. Need a touch and then when it all comes back again, I know better. Oh, I'll follow you through the dark, through it all. But there's nothing I can do. Honey, I'm set on you. 'Cause if tomorrow brings something good, tonight I do it all for love. I do it all for love. If you want it, I know I could. Tonight I do it all for love. I do it all for love. All for love. Wie ihr seht, es hat verregnet draussen, aber wir haben es geschafft mit der ersten Etappe, wir sind am Ziel und Schweiz Tourismus hat uns ein Hotel gebucht und es sieht... Es sieht so wild aus, Digga. Es hat jetzt sogar einen Kreisel fürs Laufen gegeben, Digga. Das ist wie beim Autofahren. 39? Ja. Okay, super. Vielen Dank. Können wir schauen? 14, 15. Ich habe den Stift mitgenommen von der Rezeption. Damn! Willkommen zu der Roomtour. Das ist ein Bett, das ist eine Minibar. Und das ist Minibar. Das ist ein Tisch. Das ist kein Tisch. Das ist ein Schrank. Das ist eine Zahnbürste. Das ist eine Flasche. Das ist eine Flasche. Das bin ich am Schlafen. Das bin ich, wenn ich wach bin. Das ist ein Glas. Das ist ein Glas mit Wasser. Das ist Wasser ohne Glas. Das bin ich auf dem Stuhl. Das ist mein Stuhlgang. Und das bin ich während dem Stuhlgang. Und jetzt gehen wir ins zweite Zimmer. Wirklich ein sehr wildes Hotelzimmer. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Weil wir aber schon recht spät im Hotel angekommen sind, haben wir dann noch zur Nacht gegessen und sind dann auch direkt geschlafen. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Ich habe hier geschlafen auf dem nice Bett. Sehr, sehr nice gesehen. Mal schauen, was das Wetter macht. It's raining, man. Halleluja! Ja, es regnet. Auf jeden Fall zuerst gutes Morgenessen. Wow! Ja, es ist unschärf und schärf. Ziemlich rechts. Wir haben gut geschlafen im Hotel, oder? Yes. Nice. Und jetzt weiss ich nicht mehr, wo durchfahren. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir noch ein bisschen müde gewesen, aber Leute, alles easy. Auf jeden Fall ist heute der zweite Tag vom Roadie bzw. die zweite Etappe und der erste Stopp ist der Creux du Vent. Also, hat der Creux du Vent sollte sein. Wir haben ein kleines Problem. Wir wollten gerade zum Creux du Vent gehen, aber sind nicht auf die falsche Straße gekommen. Aber es sieht verdammt geil aus. Es sieht wirklich, schaut euch das mal an, Leute. Wir müssen jetzt nochmal ganz runterfahren und rundum und dann von der hinteren Seite zum Creux du Vent fahren. Aber es sieht nice aus. Hey, wie in einem Kinofilm. Know sometimes that it doesn't make sense. It's even harder to comprehend.
was a long night. Say goodbye, then hell no. We came here from nowhere. Viele Leute werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Adi, wieso hast du kurze Hosen an? Hast du nicht kalt? Ist natürlich eine berechtigte Frage, aber die müssen einfach wissen. Ja? Hallo zusammen. Können wir kurz einen Outfit-Vergleich machen? Ich habe kurze Hosen an und einen Pulli und der Can eine Kappe, ein Pulli, eine Jacke, lange Hosen. Ja gut, Sneaker haben wir beide an. Ein Adrian in seiner Wildbahn. Wow! Bro, ich muss in Adventure Mode gehen. Let's go! So. Boah, das sieht aber geil aus. Bro! Das geht so weit ab. Man sieht auch gar nicht, wie steil es hier runter geht. Holy shit. Es ist auch so eine weisse Nichts vor dir. Also ich finde vor allem die Aussicht sehr geil. Also so wie schön man die Weite erkennt. Oh, es ist weggegangen dort hinten schon ein bisschen. Oh mein Gott! Oh shit! Alter, da kommt so ein Wind unten rauf. Der Wind kommt so und dann, ich weiß nicht, ob ihr die Wolken da hinten seht. Sehen wir die? Mal, ein bisschen erkennt man es. Die ziehen Huren auf, Alter. Wenn du mit der Drohne drüber fliegst, gerade RIP. Wie crazy das aussieht. Und das ist jetzt der Grödivon. Man sieht nur Weiss im Hintergrund. Ich glaube, es kommt mit dem Nebel gar nicht so krass rüber, oder? Wie Ja. es in echt ist. Weil normalerweise, wenn die Sonne scheint, dann ist echt hier alles voll Leute und man sieht halt den Canyon, es ist mega nice. Aber mit dem Nebel jetzt echt nochmal so der üble Stranger Things Vibe einfach. Der, der sich da vorne ansetzt, der ist ganz wild. Oh, jetzt sieht man viel. Oh damn. Da bin ich voll. Hinten bin ich auch voll, oder? Ja, am Ass. Und genau darum müssen wir jetzt, glaube ich, einen neuen Bulli kaufen. Ist gut? Ja. Und jetzt gehen wir zurück auf Grand Tour of Switzerland. Besser gesagt, zu einem kleinen See zwischen dem Genfersee und der französischen Grenze. Lac de Jeux heisst er. Dort soll es anscheinend eine der schönsten Strassen der Schweiz haben. Und die Uhrenmarke Audemars Piguet ist dort erfunden worden. Also für die nicht wissen, was das für eine Marke ist, so ziemlich jeder Ami-Rapper hat eine Audemars Piguet. Und dann ist es passiert. Während Can und ich Drohnenaufnahmen gemacht haben, kommt einfach irgend so ein random Dude zu uns. Ich weiss leider nicht mehr, wie er geheißen hat, aber er hat uns die wildesten Stories erzählt. And your lens is. It's Yeah, quite it dirty, works, but it works. Yes, but there is an. just Here there is Audemars Piguet, and there is all the big, huge watch companies. Where my sister does her apprentice, one day there was Arnold Schwarzenegger that came here just to buy 5 watches for his friends, and it was about 50k for each watch, and it was amazing. Schwarzenegger, well, you know. yes. He's amazing and things like that. Ja. So ein nice Dude, der erzählt einfach Geschichten über alles hier, Digga. Aber jetzt muss ich sein Auto umstellen. Today it's a little bit rainy, but usually it's shiny. It's like paradise on earth, I said you. You're all welcome to visit here. Red Bull? Oh yeah, for sure. And then a sticker. That's my own brand. It's called Be Different. Bye! So eine geile Sieg, Alter. Von außen sieht das Häuschen einfach aus wie ein normales Chalet. Und unten ist einfach ein fucking Bunker. Glaubst du, wir werden erschossen, wenn wir jetzt da hingehen? Ich glaube schon, safe. Digga, was ist das? Safe im Schießstand oder so etwas? Wieso hat es hier Lichter? Keine Ahnung. Wir sind im Nichts draussen und es hat einfach 2 Lichter. Wenn sich hier drunten nicht irgendein Labor befindet, für irgendwelche illegalen Substanzen oder so, dann weiss ich auch nicht, Digga. Atombomben von der Schweiz oder so. Hä? Der hat einfach unsere Nummer Der gefüttert. hat das Törchen dazu gemacht und unsere Nummer gefüttert. Da ist etwas nicht normal. Da ist etwas ganz Komisches im Busch. Hey. Holy shit, Alter. Wir müssen hier weg. Wir müssen weg.
Oh mein Gott! Schnell! Schnell! Schnell weg! Fahr! Scheiße. Ja, die Kuh geht hinaus und man kann sie nicht mehr fangen. Ja. Schönen Tag! Vielen Dank. Danke! Schönen Tag. Hat sich dann herausgestellt, dass er unser Nummernschild abgefüttert hat, weil er Angst gehabt hat, dass wir das Türchen von der Kuhweide offen lassen. Und falls dann halt irgendeine Kuh abgehauen wäre, dann hätte er uns angerufen gehabt. Eigentlich noch lustig. Und dann ist es auch nicht mehr lang gegangen, bis auf Genf. Leute, wir haben es geschafft, wir sind in Genf angekommen. Wir haben die Grand Tour geschafft von Basel bis auf Genf. Es hat noch einige Komplikationen gegeben. Hier in Genf vorzufahren. Wir sind wirklich nicht gelogen. Ich glaube, am Schluss 1,5 Stunden im Stau gestanden einfach. Aber das ist gesehen, wie es eine Demonstration gegeben auf dieser Bridge wegen Black Lives Matter, was ja mega gut ist. Darum nicht so schlimm. Siehst du etwas dort hinten? Nein. Eben, ich auch nicht. Das ist schade. Du schön da. Der Wasserstrahl läuft nicht. Wir wollten noch Fotos machen, aber er läuft absolut nicht. Aber eigentlich kommt das Wasser von unten, dafür kommt es jetzt von oben runter. Das ist eine sehr nice Transition gewesen, Digga. Wir genießen jetzt noch ein bisschen unsere Zeit hier in Genf, bevor es dunkel wird, weil es ist auch schon 10 vor 9 Uhr. Aber es hat sehr Spaß gemacht, wirklich mäßig vielmal Schweiz Tourismus und auch Europcar, dass wir das machen können. Wenn ihr einen Roadtrip machen, dann geht auf die Grand Tour. Es ist wirklich mega nice. Wir liegen nicht, weil es gibt einen Punkt, der bei dem ein bisschen anders ist. Du fährst nie über Autobahn oder sehr selten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Roadtrip. Merci John fürs Mikro. Oh, gern. Wir sehen uns beim nächsten Video. Oh baby, this time will be gone forever. Never in a lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now, cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. Okay, du mitsingen? Ist gut. Ein Schwanz so weiß wie Schnee. Oh, Digga!